Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Ich bin sehr gespannt, was Tuchel zu sagen hat und natürlich auch, was Alonso zu sagen hat. Also, gehen wir rein in den Bums. Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Das Spitzenspiel will nachbesprochen werden, auch zu später Stunde zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. 2:2 Endstand. Ich darf Xabi Alonso und Thomas Tuchel, die Cheftrainer, begrüßen und wie gewohnt natürlich ein Statement abfragen. Bitte schön, Xabi. Guten Abend. Glaube ich, dass wir ein sehr intenses Spiel gesehen haben. Viele Chancen für. Ja, sorry Leute, dass am Anfang so leise ist. Ich habe extra gerade ein Stück vorgespult gehabt, um den Sound einzustellen. Also Bayern und Technik ist halt wild bei uns. Vielleicht kriege ich ja noch das Jobangebot, dann richte ich das da ein. Für beide Seiten. Es ist normal, wenn wir kommen zum Allianz, das zu passieren. Besonders die ersten 15 Minuten. Wir waren nicht hier. Wir waren noch im Hotel, aber nach 15 Minuten, Naja, sagen wir mal 20 Minuten, wa? habe meine Mannschaft gesehen. Und ich war stolz, dass wir konnten so hier gespielt. Auch da habe ich ja schon in der Analyse gesagt, wir haben sie auch eingeladen mit den Fehlpässen aus der Innenverteidigung, auch vom Kimmich aus dem defensiven Mittelfeld heraus, also weiß ich nicht. Gefühlt können unsere Innenverteidiger den Ball nur quer spielen oder ansonsten ist es ein Fehlpass. Also ganz wild irgendwie. Und deshalb glaube ich, dass der Unentschieden vielleicht ist fair. Und FC Bayern konnte gewinnen und wir konnten gewinnen auch. Ich denke auch, wie gesagt, habe ich ja auch schon zum Ende gesagt, nachdem ich mich ein bisschen beruhigt habe. Ich denke, am Ende des Tages ist das Unentschieden schon leistungsgerecht, aber die Art und Weise durch diese Schiri-Entscheidung ist, was mir so ein bisschen Geschmäckle gibt. Ne? Da müssen wir uns jetzt nicht dran hochziehen, das ist vollkommen richtig. Wir hätten vorher auch das Heimspiel so bestreiten können in der zweiten Halbzeit, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Was wir nicht getan haben, wir haben uns darauf eingelassen, so, ja, sind beide zufrieden mit dem Unentschieden, wir machen keinen schnellen Spielaufbau, Sicherheit steht im Vordergrund und so. Alles gut, ist auch verständlich nach Länderspielpause und ein Spiel 1-2 und so weiter. Verstehe ich alles, kann ich mit leben. Und 1:1 wäre völlig okay gewesen, aber du kannst nicht auf der einen Seite keinen Elfer geben und auf der anderen Seite gibt's den Elfer, weil der Spieler, der da den Kontakt kriegt, da schauspielert, als gibt's keinen Morgen, Alter. Aber war eine gute. Und dann wundert man sich immer, wenn dann andere Spieler halt auch mit so einer Scheiße anfangen, weißt du? Musiala hat das noch nie gemacht. Hat deswegen schon, ist nicht das erste Mal, dass er deswegen keinen Freistoß oder keinen Elfmeter kriegt. Oder sich eben nicht dann dahin schmeißt und gleich rumkugelt und 3 Minuten liegen bleibt, als wäre ihm der Fuß gebrochen worden und danach wieder rumläuft wie ein junger Gott, Alter. Gutes Spiel, wir müssen weitermachen. Es ist ein Prozess, nur 4 Spiele, aber bis jetzt, ich bin zufrieden und wir werden sehen. Dankeschön, Xabi. Dann Thomas, bitte. Ja, ich sehe es genauso. Natürlich umgekehrt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Start. Die ersten 15, 20 Minuten. Yes. Ich glaube, hätten wir. Beste 20 Minuten, die ich sehr lange nie gesehen habe. So von der Einstellung und der Art und Weise her halt einfach. Ich weiß nicht, ob wir es realisiert haben, dass wir wahrscheinlich sogar hätten nachlegen können und viele Balleroberungen, haben geduldig gespielt, haben die Räume gut gefunden. Und nach 20 Minuten war Leverkusen bessere Mannschaft für 20 Minuten. Ja. Dann die letzten 5 Minuten in der ersten Halbzeit hatten wir plötzlich Riesenchancen, 2, 3 Riesenchancen, um wieder zu führen. Und das Auf und Ab ist ein bisschen geblieben, auch in der zweiten Halbzeit. Na, habe ich nicht so gesehen. Zweite Halbzeit war schon auf beiden Seiten gleich schlecht oder gleich gut, wie ihr mir das sehen möchtet. Da habe ich keinen Auf- und Ab groß gesehen.
Ja, da war mal, hatte Leverkusen mal eine Chance, mal hatten wir mal so eine Chance oder eine Halbchance, aber das war auf beiden Seiten gleich. Die gleichen Fehlpässe im Spielaufbau und so weiter. Auch Leverkusen hat das Ding hinten rumgeeiert, rumgeschoben, den Ball, genauso wie wir. Also das war ein Level. Ich denke mal abgesehen von den letzten 10 Minuten, wo es dann nochmal ein bisschen spannend war. Auch, dass das Ergebnis fair ist. Gerechtes Ergebnis, aber klar, wir haben natürlich, wenn du so spät einen Führungstreffer erschießt, dann erzielst, dann kannst du natürlich auch mal aus einem gerechten Unentschieden alle 3 Punkte mitnehmen. Aber wir haben ihnen leider nochmal die Tür aufgemacht und nochmal die Möglichkeit gegeben. Leverkusen eine sehr gute Mannschaft, klare Handschrift, guter Trainer, gute Mannschaft. Und wir hatten immer wieder Probleme, wir hatten Phasen, in denen wir es besser gemacht haben und den Rhythmus wieder gefunden haben und torgefährlich waren. Und dann hat man gemerkt, dass die Kräfte schwinden nach den ganzen Länderspielreisen. Und deshalb, ja, wir müssen noch besser werden, können besser werden, stabiler werden und werden da dranbleiben. Und wir müssen endlich mal Harry Kane einbinden, Alter. Der hängt wieder in der Luft. Tut mir schon leid, der Mann. Der war 0 eingebunden in das ganze Spiel, Alter. Eine Chance hat er gekriegt. Eine. Wenn wir mal die Ecke da rauslassen. Und die war auch nur zufällig, weil Müller den Ball nicht richtig koordinieren konnte, wie er es gerne wollte. Also, ganz wild. Dankeschön. Dann zu Ihren Fragen bitte. Beginnt Christian Kunz hier links für die dpa. Eine Frage an Herrn Tuchel. Auch wenn es noch früh in der Saison ist, hat Leverkusen heute demonstriert, dass sie auch im Kampf um den Titel in ernster Konkurrenz sind? Da habe ich keine schlaue Antwort drauf. Es ist ein Marathonlauf und Leverkusen hat eine gute Mannschaft und hat das heute hier bewiesen. Und es geht Schritt für Schritt und dann bekommt Leverkusen das, was sie verdienen und wir bekommen das, was wir verdienen. Und man macht für mich gar keinen Sinn, über die Chancen von Leverkusen zu philosophieren, weil ich es erstens nicht weiß und zweitens mir nicht zusteht. Gleich daneben Hannah Rey für Münchner Merkur. Ja, ich habe 2 Fragen. Ich habe mich gerade schon gewundert, so der Presseraum ist doch neu, oder? Na gut, ich sitze jetzt gleich daneben. Müssen wir mal abwarten, wenn der nächste kommt, der ein bisschen weiter weg ist. Aber vielleicht haben die jetzt endlich mal Pulte, wo jeder ein Mikrofon hat, dass er nur das Mikrofon freigibt. Na, mal schauen. Dann Herrn Tuchel zu Joshua Kimmich. Er war bei seiner Auswechslung nicht ganz glücklich. Können Sie uns aufklären, ob das... Nein, die Majestät wurde beleidigt. Erstens durfte er keine Ecke schießen, die hat alle lieber geschossen. Wo dann auch mal Bums dahinter war, so Richtung Tor gefeuert. Und dann wurde er auch noch ausgewechselt. Völlig zu Recht. Das wollen wir mal ganz klar festhalten. Ne? Noch mit Blick auf die letzte Woche war, wo er angeschlagen war. Ja. Und zweitens, die Ecke hat heute vor allem Leroy Sané getreten. War das heute besonders oder ist das Modell für die Zukunft? Nein, das war, weil Joshua eine Entzündung Oh, ich habe mich schon zu früh gefreut. Ich dachte, endlich hat der Tuchel die Eier gefunden, Alter. Ich weiß nicht, wie viele Ecken hatten wir heute? 4 oder 5 und haben daraus ein Tor gemacht? Ja. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, das mal dauerhaft so zu machen. Und dann hat er dann auch wirklich nur ausgewechselt, um ihn zu schonen, oder was? Eieiei. Naja, die nächsten Wochen werden es zeigen. An der Sehne wollten die zusätzliche Belastung für Eckbälle schießen nicht machen, weil der Reiz einfach zu groß ist. Ja, aber der schießt uns Ecken, Leute, das ist echt, jede Ecke ist saugefährlich, ne? Da muss man wirklich die Statistiken sagen, er ist der beste Eckenschütze der Welt, ne? Der Kimmich. Also, nach der Rückkehr der Nationalmannschaft so ausgeschaut, als könnte er gar nicht spielen. Wir haben dann so viel Fortschritte gemacht in den letzten 2 Tagen, dass es gestern so aussah, als könnte er spielen. Und dann heute hatten wir die... Er hat ja heute gespielt, also wollen wir nicht rumreden. Wir haben uns geeinigt, dass es maximal... Das was testen beim Aufwärmen, das haben wir heute gemacht. Dann ging das Aufwärmen gut und dann haben wir gesagt, okay, versuch die erste Halbzeit. Und die medizinische Maßgabe war ganz klar 60 Minuten und daran haben wir uns gehalten. Ja, ich habe mich leider zu früh gefreut. Wie immer. Wie hätte man das... Man kann die Majestät ja auch nicht mal auswechseln, wenn er eine schlechte Leistung bringt. Dann hier auf der rechten Seite bitte.
Felix Adelstein der Süddeutsche Zeitung. Herr Tuchel, diese Unterschiede zwischen den ersten 20 Minuten und den zweiten 20 Minuten, wie viel davon ist erklärbar mit dieser Szene, die zum 1:1 geführt hat? Und wie viel davon könnte man auch als Erklärung hernehmen für die Stärken in Ihrem Team im Moment und vielleicht auch die Schwachpunkte noch in den zweiten 20 Minuten? Haben wir doch gesehen, wir haben ja keinen Spielaufbau mehr hingekriegt. Wir haben nur 4 Pässe den Leverkusen in die Füße gespielt, also aus der Innenverteidigung und aus dem defensiven Mittelfeld heraus. So. Haben wir mal einen Diagonalball gesehen aus der Innenverteidigung raus? So wie es mal früher war unter Alaba und Boateng? Dieses Mittel nutzen wir gar nicht mehr. Haben wir mal einen Flankenwechsel gesehen, der selbst Leverkusen gemacht hat, wenn die auf einer Seite Überzahl hatten, dass sie dann mal die auf die andere Seite komplett verlagert haben? Bei uns nicht einmal gesehen. Bei uns tänzelt der Ball immer Außenverteidiger, defensives Mittelfeld, Außenverteidiger. Außenstürmer, Außenverteidiger, defensives Mittelfeld, Außenverteidiger, Außenstürmer, Außenverteidiger, defensives Mittelfeld. So, hast du mal einmal einen Flankenwechsel gesehen? Oder mal einen Diagonalball aus der Mitte raus? Das Mittel haben wir gar nicht mehr, das nutzen wir gar nicht unter Tuchel. Völlig wild. Ja, ich weiß nicht, wir haben uns schwer getan, wieder mal auch schwer getan, das Niveau zu halten, die Stabilität zu halten. Die Entscheidungen wurden kompliziert. Die Angriffe wurden immer kürzer, unsere Angriffe wurden immer hektischer, immer kürzer, immer fehlerhafter und dann das Feld wurde immer größer. Und dann wurde es passiv, dann haben wir Leverkusen Ballbesitz überlassen plötzlich in diesen 20 Minuten. Also es war dann einfach so. Wir haben mit Sicherheit zwei sehr fragwürdige Entscheidungen gegen uns gekriegt, die beide natürlich im Endergebnis dann auch leider für uns extrem entscheidend waren. Ich habe schon gedacht, er sagt gar nicht zur Schiedsrichterleistung. Ja, ich hatte eher das Gefühl, dass dann, als das Tor gefallen ist, dass dann kurz noch mal besser ging, aber wir haben uns dann erst ganz Ja, dann haben wir uns mit der Fehlpässe halt aus dem Spiel genommen, Alter. Spät wieder berappelt und mehr oder weniger aber auch aus dem... So, als wenn wir dann sagen wollten, ja, wir müssen jetzt unbedingt, wir wollen unbedingt. Und dann hauen wir 3, 4 Fehlpässe innerhalb von 2 Minuten raus und dann so, ui, lass uns mal lieber sein lassen, lass uns lieber erstmal... So, dann hast du so gedacht, so die Viererkette wird gerne das machen, das Mittelfeld gerne das und dann hast du wieder so eine Lücken gehabt und Kimmich war wieder nicht auf seiner Position, da war wieder Raum für Leverkusen. Die Tür war offen ohne Ende und Min-Jae sah 2, 3 Mal so schlecht aus, Alter. Ganz wild. Nichts, ab der 40. Minute ging es plötzlich wieder, war plötzlich der Rhythmus da, war wieder Vertrauen da, war mehr Klarheit im Spiel und sofort waren 200-300-prozentige Torchancen. Das ist das ist im Moment das, was wir besser machen müssen. Wir hatten ja, das hören wir aber auch schon, sind wir jetzt ehrlich, seitdem der Tuchel da ist. Wir haben nicht einmal 90 Minuten konstante Leistung drin. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann das letzte Mal so ein Chaos war, was mal konstante Leistung angeht bei uns. Also du musst ja froh sein, wenn du mal eine konstante Halbzeit siehst. Ich meine, die zweite Halbzeit war konstant, weil die konstant Mittelmaß war. Das war okay. Aber ansonsten, also du bist jederzeit, wir könnten 2-0, 3-0 führen. Du musst jederzeit, hast du die Angst, so wir kriegen ein Tor und brechen ein, wie als eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, Alter. Das ist doch nicht normal. Eine sehr stabile, sehr gute Halbzeit in Gladbach und in der ersten war es ein bisschen zäh und heute wieder in der Halbzeit so ein bisschen Wellental. Das ist auf jeden Fall Thema für uns. Ja. Vorne links Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. In den weniger guten Phasen ihrer Mannschaft war auffällig, dass Leverkusen im Mittelfeld sehr viele Räume hatte, um sich relativ frei zu kombinieren. Mich würde interessieren, wie Sie das Spiel speziell Ihre Sechser gesehen haben und was Sie dazu bewegt hat, Matthijs de Ligt dann auf der Position im Mittelfeld einzusetzen. Conny ist unfassbar viel gelaufen, war einfach fix und fertig. Ja. Im komplett roten Bereich und wollten dann nochmal Stabilität und auch die Zweikampfstärke von Mata auf dem Feld haben. Auch für Standardsituationen und auch um die Halbfelder besser zuzukriegen. Ja, bis wir dann mal gerafft haben, dass er gerne mit einer Fünferkette spielen möchte, der Tuchel. Bis dahin war ja auch erstmal Chaos. Das geht dann nur im Verbund. Die Grundordnung, die Flexibilität, mit der Leverkusen spielt. Brauchst du viele Spieler, wenn du hohen Druck machen willst. Und
Ja, warum spielen wir nicht mit dieser Flexibilität? Wir haben genau dieselben Spieler, die auch so flexibel sind und wir könnten mit dieser Flexibilität spielen. Aber nein, bei uns spielen die Spieler festgenagelt, Alter. Vioy ist immer da, ein Serge ist immer da. Da ist gar nichts flexibel. Wir haben früher auch einfach mal die Seiten getauscht für 20 Minuten. Oder auch mal alle 15 Minuten oder sonst was. Du hast mal mit Flanken arbeitet, mal, dass die Jungs den Winkel zum Tor haben. All das haben wir nicht mehr. Genau wie ich schon sagte, keine Diagonalbälle. Ganz selten mal Flanken, beziehungsweise eine Flanke heute aus dem Rückraum habe ich nicht eine gesehen. Wir haben ein paar Flanken aus dem Halbfeld geschlagen, ja. Aber dass mal ordentlich hinterlaufen wurde und mal eine Flanke vom Rückraum kam, dass sie auch wirklich vom Tor weg ist und torgefährlich ist und nicht zum Tor hingeht. All das sehen wir nicht bei uns, Alter. Ich weiß nicht, was Tuchel sein Spielstil aktuell ist. Wie gesagt, die ersten 20 Minuten waren echt gut. Aber jetzt auch da so ein richtiger, geradliniger Spielstil, schwierig. Und wenn du 5 Spieler bringst, um hohen Druck zu machen, musst du hinten mutig sein, musst die Abstände halten und musst durchschieben und volles Vertrauen haben. Wenn du das nicht machst, dann sind die Zwischenräume zu groß und können sie in den Halbräumen drehen. Da müssen wir mehr miteinander kommunizieren. Ja, woran liegt das denn wohl? Wahrscheinlich, weil wir keinen verfickten Abwehrchef auf dem Platz haben. Weil ein Mathis de Ligt ja draußen ist, weil ein Min-Jae Kim ja so super konstante Leistungen bringt und der große Anführer in der Viererkette ist. Alter, dann wundert man sich, oder was? Hä? Auch in Phasen, wo es uns schwerfällt, müssen wir da einfach kompakter bleiben. Das ist keine Thematik, die nur die Sechser betrifft. Nee, ganz genau. Das müssen wir im Verbund, können wir das auch besser lösen. Wir haben das ersten 15 Minuten sehr gut gelöst, die letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit besser gelöst, aber es ist, es war heute nicht durchgehend, aber es ist auch Qualität auf der anderen Seite. Machen wir die letzten Fragen bitte hier auf der linken Seite, ja. Sven Forster, 20 Minuten aus der Schweiz. Herr Alonso, wie haben Sie Granit Xhaka heute erlebt? Was? Wie haben Sie Granit Xhaka heute erlebt? Granit? Gut. Für uns Granit ist ein sehr wichtiger Spieler. Er kommuniziert viele miteinander. Ja, wäre schön, wenn wir das auch mal hätten. Wie gesagt, Kimmich hat alles, um der Spieler zu sein, den wir brauchen. Wenn er mal sein Ego zurückfahren würde und wenn er mal die Fresse, die er jedes Mal aufmacht nach dem Spiel in irgendwelchen Interviews, wenn er das mal auf dem Platz umsetzen würde. Und da mal die Leute, man muss die Leute ja nicht zusammenfalten oder sowas, das verlangt ja gar keiner. Aber dass man mal kommuniziert, dass man mal Anweisungen an die Innenverteidiger gibt, dass man mal rausrückt, dass man zusammen rausrückt, dass man kompakt bleibt, wie es der Tuchel gerade gesagt hat. Du brauchst halt einen, der führt da hinten. So. Und wenn das keiner in der Innenverteidigung macht, weil derjenige nicht spielen darf, der das macht, dann muss das der Oberleader annehmen. So, aber der rennt ja dann lieber vorne rum, weil ihm die Sechserposition nicht fein genug ist. Ja, und dann entsteht das, was entsteht, Alter. Ist halt alles hausgemacht bei uns. Da muss man sich nicht wundern, Alter. Mit der Verteidiger auch mit einer guten Connection mit Flo. Und ja, es ist sehr, ich bin zufrieden, dass er ist bei uns. Und bis erster Tag, er hat einen großen Einfluss in die Mannschaft. Und wenn man hat besser Mittelfelder spielen, normalerweise die Mannschaft spielt besser. Dann hier oben in der Mitte bitte, ja. Ja, Patrick Scherer vom Kölner Stadtanzeiger. Herr Alonso, Kölner Stadtanzeiger. Wichtig war es, dass Ihre Mannschaft nach diesem 2:1, was ja sehr spät fiel, mit diesem 2:2 nochmal zurückgekommen ist, auch für die kommenden Wochen, dass Sie eben nicht mit leeren Händen nach Hause fahren, sondern eben mit diesem einen Punkt. Ja, es war ein großes Thema für uns, zu bauen, Mentalität bis Ende zu kämpfen. Es war nicht einfach, nach dem zweiten Tor von FC Bayern zurückzukommen, aber wir hatten genug. Was hast du denn da noch zu verlieren? Was ist daran denn nicht einfach? Wir müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen, Alter. Wenn du zwar 2:1 kurz vor Schluss kriegst, dann wirfst du alles nach vorne, entweder fängst du das 3:1 oder du machst halt das 2:2. So, das ist daran schwer. Ist doch dann keine Entscheidung mehr. Man hat doch keine Wahl. Und die letzten Monate hat doch gezeigt, wenn eine Mannschaft Vollgas gegen uns spielt, haben wir selten irgendwelche Mittel, dass wir da hinten, dass man das Gefühl hat, ach,
kriegen wir über die Runden geschaukelt, so wie wir das früher mal hatten, das Gefühl. Sind halt so individuell anfällig da hinten in der Viererkette. Ob es ein Davis ist, ob es ein Kim ist, ob es ein Mats Rui ist, der dann zu der Zeit gespielt hat. Opa hat auch immer mal einen drin, aber ist aktuell noch der stabilste und das sagt schon alles. Paar Chancen. Wir haben in der Strafraum. Und wir haben halt keinen, nochmal, das ist das große Problem, was ich sehe, wir haben halt keinen, der die Defensive organisiert. Kein aus der Viererkette. Min-Jae Kim ist viel zu neu da. Der ist klar, dass er das nicht kann. Opa ist nicht der Typ dafür. Davis schon gar nicht. Mats Rui genauso wenig. Ist auch eher der Schweiger. Ja. Und der Sechser ist nie auf seiner Position. Und wenn er da ist, kriegt er die Zähne auch nicht auseinander. Also, wie soll das funktionieren? Man muss halt reden auf dem Fußballplatz. Gerade auf diesen wichtigen Positionen, Alter. Ja? Also. Gut erreicht diese Position und deshalb hatten wir die Elfmeter. Aber wir haben ein bisschen gewechselt, ein bisschen breiter sein, aber auch Spiele in der Mitte. Für Bayern ein bisschen schwerer, den Druck zu tun. Aber das ist der Weg, eine starke Mentalität zu haben, in der schlechten Moment hier in Allianz zusammen zu bleiben. Nach 15 Minuten war besser, unsere Leistung. Und bis Ende, ich bin stolz auf die Mannschaft, auf die Spiele. Und nächstes Spiel jetzt. Dann vielen Dank, guten Nachhauseweg allen, natürlich auch unseren Gästen. Dankeschön. Ja, wie ich schon im anderen Video sagte, nachdem ich mich wieder ein bisschen abgeregt habe, gerechtes Unentschieden, leistungsgerecht, gar keine Frage. Die Art und Weise, ein bisschen Geschmäckle drin, aber wir haben in der zweiten Halbzeit auch nicht das dafür getan, wo man sagen könnte, jo, wir haben klar auf Sieg gespielt und es wäre verdient gewesen, hätten wir das 2:1 über die Zeit geholt. Spielt am Ende keine Rolle. Wenn es so gewesen wäre, würde das auch keine Sau interessieren, ob es jetzt verdient war oder nicht. Aber ja, so ist es halt, ne? Lebe geht weiter, wie man so schön sagt. Und heute rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi.